Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 14. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe von Hannover 96. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber wir kommen ja in den letzten Wochen aus der Feierei eigentlich gar nicht mehr raus. Und jetzt frage ich mich nur, warum stehen wir denn heute vor dem Spiel schon wieder in der Kneipe und feiern schon? Ja, wenn du dich das fragst, wir schreiben sowas natürlich immer auf unser Shirt. Und da steht Hangover. Konterkölsch. Ja, und wo jedes das beste Konterkölsch in Köln? Natürlich im Gaffel am Dom. Und deswegen sind wir hier und trinken 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Hannover. Grüß euch, Leute. Wohl, ihr Lieben. Das klappt auf jeden Fall. Ja, so ein richtiger Hangover, den hat man, wenn man richtig gefeiert hat. Und Grund hatte. Da haben wir einen Grund. Also die 4 Siege, 4-0 und gleichbedeutend damit ein neuer Vereinsrekord. Ich meine, es ist ja wirklich unglaublich. Ne? Ja, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte 4-mal hintereinander zu 0 gewonnen. Und wenn das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich es nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn wir schon früher angefangen hätten und nicht erst seit 10 Jahren dabei sind, hätte es diesen Vereinsrekord auch schon viel früher gegeben. Denn, wir können es verraten, wir haben da unsere Hände im Spiel, ist ja klar. Ne? Okay, du spielst an auf vorne eng, hinten pengen. Yes. Nee, umgekehrt. Hinten eng, vorne pengen. So war es ja. Ja, ich sag ja. Und Ja. das hat ja am Anfang nicht ganz so gut geklappt, hier mit Chancenhagel, Tor, Flut. Aber spätestens, als wir dann hinten eng auf die Shirts geschrieben haben, ich erinnere mich an einen Moment, als Trainer Struber vor dem Spiel, ich glaube gegen Ulm war es, uns gesehen hat, hat das gelesen und musste schmunzeln. Und ich glaube, in dem Moment hat er es verstanden. Und es bedurfte offensichtlich dieser klaren, eindeutigen Botschaft von so 2 Deppen wie uns, dass ein neuer Vereinsrekord zustande kommen konnte. Ja, ne? Also wenn ihr Fragen habt, taktischer Natur und so komplexe Dinge braucht, ne, dann wir stehen gerne zur Verfügung. Ja. Ne? Wir können das, wir haben Ahnung. Ne? Vorne eng, hinten peng. Ja, oder umgekehrt. ganz genau. Ne? Und tatsächlich hat ja absolut funktioniert, weil vorne peng, ein Peng reicht, ne? wenn hinten eng genug ist. Ne? Ja, und es hat nicht nur zum Vereinsrekord gereicht, sondern auch zu einem richtig großen Sprung in der Tabelle. Das ist ja wirklich unglaublich. Hallo, wir sind jetzt plötzlich 5. 3 Punkte hinter dem Tabellenführer. Und nicht umsonst haben wir auch wieder jetzt zuletzt von Aufstieg gesprochen, auch nach dem Spiel in Münster. Denn der ist ja wieder greifbar. Die Saison lebt, das haben wir auch letztens geschrieben. Und all diejenigen, die auf den FC gewettet haben am Anfang der Saison, die haben natürlich jetzt Hochkonjunktur und schwimmen auf der Erfolgswelle. Genau, und das bedeutet, es hat sich nicht nur was an der Tabelle geändert, sondern auch für unsere Extremwetter. Gucken wir da doch mal ganz genau rein. Das ist ja irre. Der liebe Sinke hat gewettet, dass Düsseldorf am Ende der Saison vor dem FC steht und hat die ganze Zeit damit richtig gut ausgesehen. Wir hatten ja wirklich gar keine Schnitte. Und simsalabim, ein paar Tage später, Sinke. Wo bist du? Man hört ja gar nichts mehr von dir. Ja, Ne? wo sind sie denn, die Düsseldorfer? Ne? Hinter Unglaublich, uns, dass wir die ne? überholt haben. Ja, ja. Jetzt muss man sagen, gleich, ne? lieber Basti von Casala, das ist schwierig. Ne? Ja, ja. Also du siehst im Moment ziemlich alt aus mit deiner Wette und selbiges wirst du gar nicht mehr drum rumkommen, es trinken zu müssen. Ja, vermutlich. Denn wenn Steffen Tigges nicht zum Einsatz kommt, kann er auch keine Tore schießen. Und wenn er jetzt in der Winterpause wechseln sollte, dann schon mal gar nicht mehr. Also, dass der noch 10 Tore macht, würde ich ins Reich der Fabel verweisen. Und wen haben wir sonst noch gehabt? Naja, die Heike. Die Heike und auch der Christian, die beide sehr, sehr optimistisch waren, Ja. sehen natürlich jetzt ganz anders aus plötzlich. Wir haben einen Punkteschnitt von so ungefähr, jetzt wenn man das zu Ende rechnet, kommen wir auf 54 Punkte. Ne? Heike hat 60 annonciert. Ja. Das könnte sogar noch hinhauen, wenn die Tendenz so bleibt. Ne? Und Christian hat gesagt, wir sind 3 Tage vom letzten Spieltag aufgestiegen. Ja, wäre schon geil. Ne? Und Absolut. es ist jetzt nicht mehr so absurd, wie das vor ein paar Wochen noch war. Also eine große Geschichte, muss man sagen. Also es hat sich was getan. Leider auch für den lieben Klappstuhl Till. Oh. Ja. Ja, also Jonas Obig
soll mehr Elfmeter halten, als Justin Deal Tore für den VfB Stuttgart schießt. Das hat der Till ja gewettet. Ja. Und also der Deal hat am Wochenende das erste Mal getroffen. Und Jonas Obich sitzt im Moment auf der Bank. Also es ist auch für dich ein bisschen schwierig, lieber Till. Aber im Fußball kann es ganz schnell gehen. Ja. Und so schnell wie Marvin Schwäbe ins Tor kam, kann sich verletzen, es kann alles Mögliche passieren. Ja. Aber im Moment hast du schlechte Karten, Junge. Ja, auf der anderen Seite, wir sind jetzt so schnell wieder in einer guten Position, dass der ein oder andere sogar schon abhebt. Ne? Und damit kommen wir zu unserem nächsten Wettkandidaten. Es gibt nämlich noch einen. Ja, bitteschön. Hi, ihr zwei Kölsch. Hier ist Daniel. Ich glaube, der FC wird ab jetzt noch viel aggressiver spielen und deswegen wette ich, dass im Laufe der Saison mindestens 6 Spieler des 1. FC Köln vom Platz fliegen. Und wenn nicht, tja, ich bin Gründer und Pilot der Kölschen Fluggesellschaft LIV und als solcher werde ich euch beide persönlich nach Malle und zurückfliegen. Wenn ich verliere, wird ja Zeit, dass ihr auch mal international unterwegs seid. Wenn ich aber gewinne, dann kriege ich von euch beiden ein individuelles 2-Kölsch-Shirt für meine Fluggesellschaft LIV. Also Jungs, hebt ihr ab? Ja, lieber Daniel, das war gar keine so abgehobene Wette, ne? Denn das ist ja aus unserer Sicht nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Ne? Und deswegen möchte ich sagen, fliegen wir drauf und wir hoffen auch, dass wir dann irgendwann in Malle mit dir landen und vielleicht da, weiß ich nicht was, bei Big Ron oder sowas noch eins heben bis dahin. Ja. Grüßerchen erstmal. 2 Köln. Ja, brauchen schon ein neues Konterkölsch, ne? Ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Da muss was nachgefüllt werden. Also Malle wäre wirklich super. Und deine Wette finde ich auch ziemlich klasse. Ich meine, das erinnert natürlich spontan an ein Spiel aus dem Jahre 2010. Damals hat der FC in Augsburg gespielt. DFB-Pokal, das war Viertelfinale. Aua. Und es sind 3 FC-Spieler vom Platz geflogen in einem Spiel. War übrigens auch ein Vereinsrekord. Damals Adel Cihi, Lukas Podolski und Petit. Die 3 sind geflogen von Schiedsrichter Kienhöfer. Ganz genau. Und das heißt aber auch, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass 6 Spieler noch vom Platz fliegen. Also auch das kann sehr schnell gehen. Aber wir möchten explizit den Thomas Kessler, den halten wir bitte raus, weil das ist für mich die wahrscheinlichste Nummer, die vom Platz fliegt. So oft wie der gelb sieht auf der Bank. Ja, aber der ist kein Spieler, der gilt nicht. Der gilt nicht. Nein. Auch Struber gilt nicht. Ne? Und deswegen, nur die Kandidaten sind mal überschaubar. Mach mal ein neues Konterkölsch. Ja, mach mal. Ne? Es könnte, weiß nicht, Erzähl ich würde weiter. sagen, Heinzi könnte es sein. Ich glaube, auch Thielmann könnte es mal treffen, weil er wirklich immer 150% engagiert ist. Aber dass wir jetzt 6 Stück haben, halte ich auch für extrem unwahrscheinlich. Ne? Also insofern, da schlagen wir so gerne drauf ein, auf diese Wette. Ne? Wo wir gerade beim Reisen sind, europäisch. Ja, so schön. Ne? Du warst ja eben habe ich die ganze Zeit gesagt, Trier. Yes. Da war ich auch schon mal. Aber gegen Trier haben wir gar nicht gespielt, sondern Münster. Ja, also eine wunderbare Auswärtsfahrt. Sehr, sehr kleines Stadion, 12.000 Zuschauer. Und das letzte Mal haben wir in den 60er Jahren gegen die gespielt. Ja, das ist unglaublich. Wir sind uns Meister geworden. Also ich auch nicht. Aber nee, war eine wirklich sehr, sehr schöne Tour. Schreckliches Wetter, es hat geplästert wie irre. Es war um die 0 Grad. Aber also wenn man ursprünglichen Fußball beschreiben wollte, dann kann ich alles von diesem Spiel wirklich erzählen. Also die Wurst, die es gab, das Bier, das verkauft wurde, das Wetter, diese Bruchbude, dieses Stadion, das Spiel, wirklich ein eigentlich grausames Spiel, aber mit dem entscheidenden Treffer für uns und solche dreckigen Auswärtssiege. Ja, das ist wirklich genau das, was ich dann letztendlich aufsteigen lassen kann. Und das war eine wunderbare Fahrt mit dem wilden Süden. Zusammen bin ich gefahren, ein bisschen hin. Fürchterlicher Stau, natürlich im Ruhrpott. Aber wir sind angekommen, auch rechtzeitig. Und nee, war toll. Also Münster, nächster 1:0 Sieg. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Ich war hier im Gaffel am Dom eine Etage drunter und habe den Deckel einmal getrunken, ne? Den Deckel leer gesoffen, ne? Ja. Weil es schon auch wirklich, ich fand es echt anstrengend und aufregend. Es war ja, man dachte schon, boah, es kann jeden Moment noch was passieren, obwohl die eigentlich ja harmlos waren. Ja. Aber wir sind ja leidgeprüft. Ne? Kommen wir doch mal zu dem nächsten Gegner, Hangover. Ja, also, oder wie heißen die? Ne? Hangover hatten wir dann beide am nächsten Tag, ne? Ja, bestimmt. Kannst du wohl sagen. Ne? Und ja, Hangover.
Was fällt uns zu denen ein? Ehrlich gesagt, ich mag die nicht besonders. Ich muss aber eine Lanze brechen. Und zwar für die Fans. Weil wie die aktive Fanszene von Hannover über so viele Jahre wirklich mit großem Engagement diesen Kind da bekämpft, ja, und auch dafür gesorgt hat, dass der immer weniger Einfluss hat. Ja. Das muss ich sagen, das trotzt mir schon Respekt ab. Das finde ich großartig. Und das zeigt eben auch, dass egal wem so ein Verein dann auf dem Papier gehört, am Ende gehört er eben doch den Fans. Ja. Das sind die Menschen, die so einen Verein tragen, und das haben die Hannoveraner gezeigt. Also vor denen ziehe ich den Hut. Ne? Ja, definitiv. Also den Hut vor der sportlichen Leistung muss man nicht unbedingt ziehen, würde ich sagen. Sie waren Tabellenführer noch vor 2 Wochen. Ja. Allerdings, statistisch gesehen, der schlechteste Tabellenführer der 2. Liga aller Zeiten. Und ich glaube, in jeder anderen Zweitligasaison wären sie nicht Tabellenführer gewesen. Muss man überlegen, logisch, da waren wir unter Tabellenhälfte, darf man gar nicht drüber reden. Ja, genau. Ja, also, also die haben jetzt auch in den letzten Spielen alles andere als gut ausgesehen. Zuletzt 2:3. Das letzte Heimspiel gegen Darmstadt 2:3 verloren. Auswärts sind sie extrem schwach. Also da kommt ein Gegner zu uns nach Köln, der schreit eigentlich nach der nächsten 1:0 Klatsche. Und Entschuldigung. 1:0 Klatsche, genau. Klatsche. Ja, hör mal. Ja. Das ist für unsere Verhältnisse sind das schon Kantersiege, ne? Ist doch super. 1:0. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir als ein oder andere Tor mehr schießen. Ne? Ja. Vorne bang, 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 bang und hinten ja, genau. Ne? So, das wäre gut. Ne? Ja. Gerne übrigens wieder durch Tim Lemperle. Ja. Das ist die einzige Kröte, die wir schlucken mussten jetzt unter der Woche. Wobei es ist zwar nicht perfekt, aber ganz ehrlich, Leute, also können wir abhaken. Leider wieder ein Moment, wo man sich selber, jetzt eben haben wir es ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz so ernst gemeint, aber jetzt muss man sich auch wieder auf der eigenen Schulter kloppen, weil wir haben es ja angemahnt und gesagt, Leute, die ganzen Verträge laufen aus. Ja, und so ein Lemperle hat ja wirklich quasi auch nächste Saison scheint, die läuft wirklich aus, und es ist lächerlich. Ich finde das als Sportdirektor eine 6. Ja, wenn ich so jemanden aus Fürth zurückhole und dann ist der einfach fort. Es kann nicht sein. Und es kann nicht so viele komplizierte Spielerberater geben. Die können nicht alle Nee, da kann man auch nicht sagen, das ist hier böses Rogorn oder böser Wittmann. Die sind alle natürlich. Mit denen kann ich nicht verhandeln. So, also ganz ehrlich, dann habe ich meinen Job auch leider verpasst. Ja. Ne? Denn also mich macht andere können das ja würdig. Auch. Und das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Mir tut es echt leid um den Tim Lemperle, weil ich ihn wahnsinnig gern spielen sehe. Ja. Richtig technisch guter Spieler, und auch wie er das Ding am Freitag eingenickt hat in Münster, wirklich hat mir sehr gut gefallen. Also wäre schade, lieber Tim. Ich habe da auch vollstes Verständnis. Der kommt ja aus Frankfurt, ne? Also der zieht ja sogar in seine Heimat dann zurück, wenn er nach Hoffenheim geht. Ansatzweise zumindest. Und also ich wäre der Letzte, der jetzt irgendwie ihn verurteilt, weil er jetzt das Geld wählt. Überhaupt nicht. Das ist du musst das vorher klar machen. Ja, das ist genau. halt Business. Ne? Fehler liegt bei uns. Fehler liegt bei uns. Der Ball liegt bei uns. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, sind wir zum Aufstieg verdammt. Ich möchte keinen Druck machen, gar nicht. Ne? Aber wir müssen aufsteigen, weil sonst der ganze Rest der Jugend auch fort ist, ganz von alleine. Ja. So. Und das können wir uns nicht leisten. Insofern. Ja, wisst ihr, was dann für ein Hangover starten würde? Ne? Hangover, also wenn wir den Aufstieg nicht schaffen. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Wollen wir nicht drüber nachdenken und trinken lieber noch unser leckeres zweites Konterkölsch zu Ende und sagen, wir sehen uns am Samstagnachmittag, 13 Uhr. Samstagmittag ist es ja eigentlich. Und nach dem Spiel feiern wir bitte weiter. Auf jeden Fall. Prösterchen, Leute. Macht's gut.